Good evening, everybody. This is Glenn Sanders with Intakes Radio. Today's date is Wednesday, October 10th, 2012. We've got a great show lined up for you tonight. And we're doing something that needs to be done, and that is basically outing the COINTEL Studios expert. Now, before I started this show, I started asking myself, what question? Das glauben immer viele Leute nicht, aber die libertären Ökonomen Ayn Rand für die 70er Jahre glauben immer viele Leute nicht, aber die libertären Ökonomen glauben immer viele Leute nicht, aber die libertären Ökonomen Ayn Rand für die 70er Jahre hat sehr viele Trusts. Das hätte ich jetzt gar nicht, ich habe mir den mal aufgeschrieben. Müssen etwas machen wir einfach die nächsten Fragen noch durch. Das hätte ich jetzt gar nicht, ich habe mir den mal aufgeschrieben. I don't understand why you have to be so harsh in your evaluation of those people. Why call it immoral? Why don't you just say, why don't you say it's a waste of time? Why pass judgment on it? Because look at the state of the world today. And you cannot be harsh enough on those who created it. And those who created it are the philosophers of altruism. It's those who preach self-sacrifice, selflessness, self-abnegation, all the anti-self theories, which means anti-man. And what's wrong with your selfish ego? I would think your selfish ego is a healthier gauge of reality than some moral system found. I was thinking it's very blinding because in fact we're getting back to our animal nature. We are beasts. We decide from gut instinct whether we are going to or not. Es gibt ein paar Prozent der Menschen, die man nie erreichen kann. Mit Message, mit Diplomatie, mit Beharrlichkeit, mit Positiv. Es gibt ein paar Prozent, zwischen 1 und 5% in jeder Bevölkerung, jeder Hautfarbe, jeder Religion. Diese Menschen kann man nicht erreichen mit Positivheit und Diplomatie und Beharrlichkeit und freundschaftsbildende Maßnahmen. Man kann vieles Böse mit diesen Mitteln auflösen und bekämpfen. Der Kern des Bösen wiederum ist bei solchen Mitteln unerreichbar. So in etwa muss ich sich das vorstellen. Narzissten gelten als unparierbar. Narzissten gelten als unparierbar. Narzissten gelten als unparierbar. Und die schärfere Form davon ist eine Psychopathie, eine Soziopathie. Diese Menschen sind einfach das Unheil schlechthin.